Und mit dem herzlich willkommen zurück. Wir fahren dort weiter, wo wir aufgehört das letzte Mal. Mit An dieser Stelle, mein lieber Frodo, komme ich ins Spiel. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Sehr, sehr, sehr schön. Und genau aus diesem Grund habe ich die Spiele so gerne. Wo sind wir? Tatsächlich. Frodo. Und der Gute, es ist Sam. Es ist Sam, oder? Ja, es ist Sam. Sam kommt gar nicht vor, weder im Buch noch im Film, aber trotzdem, es ist nicht falsch, weil Sam ist an dem Zeitpunkt, wo wir da jetzt gerade im Film sind, also, oder in der Geschichte, ist Sam da. Also Sam gibt es, das ist absolut korrekt. Mit seiner Pfanne, das ist natürlich... Da bekomme ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen Hühnerhaut mit dieser wunderschönen Musik. Concerning Hobbits ist das, was mich nicht täuscht. Das Lied kommt nicht vor, auch nicht im Hobbit, das kommt im Herr der Ringe vor, aber wir tun das natürlich nicht schwierig, das ist ein ganz Gegenteil. Jetzt gehen wir ein bisschen mit Frodo. Ja, wir müssen rauf zum Bilbo, der dort auf dem Bühl oder auf dem Maulbühl, nennen sie es glaube ich in der deutschen Übersetzung, auf jeden Fall beim Kriegen. Die verschiedenen Übersetzungen, da kommen wir sicher später noch einmal drauf zu reden. Ich glaube, wenn ich jetzt da die Chance habe, schnell ein bisschen durch Hobbiton oder auf Deutsch Hobbingen, wenn mich nicht täuscht, ein bisschen gepläusseln, dann kann ich da schauen. Was ist denn eigentlich dieser Drachen? Eine fremdländische Spezialität? Sag mal, bist du blöd? Hey, so kann ich dich nicht holen. Nein, da brauche ich ein Hühnerhaut, das ist eine Sache. Vielleicht wird es eine langweilige Episode, aber ich glaube, ich zeige euch jetzt da gerade schnell ein bisschen, was das so gibt. Also, wir sehen hier ja Vorbereitungen. Was ist denn eigentlich dieser Drachen? Ja, was ist ein Drache? Echt blöde Frage. Fremdländische Spezialität? Da hier ein Gückeli am Bräteln, sieht natürlich cool aus. Es sieht nach Fest aus, da hier mit diesen, also mit diesen Pavillons und diesen Gückeln, die sie da bräteln. Und tatsächlich, heute ist ja auch, es ist ja dann auch ein Fest. Und zwar am Bilbo sein 111. Ja, das ist nicht eine Legastheniker-Aussprache, sondern tatsächlich die Aussprache von Bilbo. 111. Geburtstag. Und gleichzeitig natürlich am Frodo sein 33. Geburtstag, der heute gefeiert wird. Dieser Drachen? Ach, was ist ein Drache? Blöd, cool. Fremdländische Spezialität? Und ja, die Vorbereitungen für das Fest sind da am Laufen. Ich laufe jetzt da natürlich durch. Es ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Die Blumen sind grusig, weil alles schön ist hässlich. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Nur schnell da eine Kehre machen, was es da schon noch gibt. Ah, da kann man noch etwas vorschrauben, aber da fehlt uns wahrscheinlich gerade das Teil. Ja. Da kann ich mit grosser Sicherheit kann ich mit grosser Sicherheit behaupten, da komme ich dann sicher einmal zurück. Und werde wahrscheinlich viel zu viel Zeit damit verbringen, hier alles zu entdecken und einfach durchzulaufen. Weil ich kein Privatleben habe und Kollegen habe ich auch keine. Aber ja, das ist mir dann gleich. Wenn ich da ein Hobbit darf sein und durch die Stadt durchs Dorf darf laufen, ist mir das alles egal. Und hier haben wir die Mülli. Vor uns ist es Mülli. Mülli ohne Müllrad. Aber es ist Mülli. Ziemlich sicher. Und hier am Pfeifen. Gut. Oh. Hobbits können nicht schwimmen. Nein, Hobbits können wirklich nicht schwimmen. Ja, da können wir schon ein bisschen die Hobbit-Kunde gehen, wenn wir da gerade in dieser wunderschönen Hobbit-Dorf sind.
Hobbits können wirklich nicht schwimmen. Oder, sagen wir so, es gibt Hobbits, Stämme ist das falsche Wort, Hobbit-Siedlungen, die am Wasser sind. Und die können schwimmen. Die machen es nicht gerne, aber sie können schwimmen. Sie haben Schiffe, also Bötchen. Das machen sie. Schwimmen tun sie eigentlich nicht unbedingt gerne. Aber das heisst überhaupt nicht, dass Hobbits nicht gerne Wasser haben. Also ich erinnere mich da an eine Szene aus dem Herr der Ringe, wo die 4 Hobbits, also Frödi hier, Samibär und Merry und Pippin, sehen wir hier auch leider nicht, also ja, wer weiß, ich mal da nichts ausschliessen, wo sie am Anfang auf ihrer Reise einen weiten Weg durch 2 grosse Wälder machen und nachher zu einem anderen lieben Hobbit kommen, zum Bauer Margot, wenn es mich nicht täuscht. Und dort können sie dann endlich wieder baden. Und da gibt es ein wunderschönes Gedicht oder ein Lied. Ich muss das dann noch suchen wahrscheinlich, dass ich euch das zeigen kann. Hobbits baden gerne. Wer kann es verdenken? Gläuseln, was das da hier Schönes ist. Ja. Der wollte jetzt eigentlich einen Zauberstab. Ja, ich glaube, den Wagen hier kennen wir. Oder? Und da nichts spoilern, aber der Wagen, es sollte bekannt sein. Ja, ich kann spoilern. Das ist ja am guten alten Gandalf sein Wagen. Zu Gandalf erzähle ich dann sicher später auch noch viel. Sammeln wir da mal ein. Ja, es tut mir also leid, falls die Episode wirklich langweilig ist, aber ich genieße es doch da wirklich, wenn ich da durch... Als Hobbit kann durch Hobbingen. Ja, Hobbingen. Ja, hier steht es ja nicht Hobbington. Englisch noch. Ich dachte, ich kann durch das Ecklen. Wo bin ich bei Hobbit kommt? Hobbits baden nicht gerne. Es gibt... Also das hier ist nicht der einzige Ort der Hobbits. Jetzt haben wir es da gerade schön. Das ist nicht der einzige Ort, wo Hobbits leben. Also das ganze Shire, englischer Name, und Auenland, natürlich Auenland, ist in 4 Viertel eingeteilt. 4 Viertel, das ist natürlich gut. Das West, Ost, Nord und... Was habe ich nicht gesagt? Südviertel. Und da gibt es verschiedene Stämme. Wenn ich mich recht besinne, gibt es 3 grössere Orte und 3 grössere Gebiete, die halt einfach von Hobbits bewohnt sind. Es gibt dann so ein bisschen... Die einzelnen Familien Hobbits sind sehr auf Familienband und da sehr drauf erpicht herauszufinden, wer mit wem verwandt ist. Es gibt da Stolzfußens, Familie sind das, Familie Stolzfußens, Breitfußens und noch ganz viele andere Familien. Bei uns kommen viel vor in den Namen der Hobbits. Und natürlich Beutlins und die grösste Familie sind Tux. Also, jetzt habe ich etwas falsch gesagt. Ob es die grösste Familie ist, weiss ich nicht, aber auch eine grosse Familie. Und auch Bilbo stammt von denen ab. Und natürlich auch die Beutlins. Und dann hier. Einfach am Krösen. Einfach am Krösen. Ja, was passiert hat, wenn man da einfach pennen ist. Laufen dann noch durch und gehen noch heute die Mühle schauen. Ja, es wäre ja schön gewesen, wenn ich dort hätte rein können. Aber ja, ich beklage mich gar nicht. Wir sehen hier also die Vorbereitungen für das Fest, der grosse Geburtstag, 111. Geburtstag vom Bilbo und der 33. Geburtstag von Frodo. Das ist heute. 111 ist für einen Hobbit zu erreichen. Also das ist nicht, das ist alt, sagen wir so. Und der Bilbo hat ja natürlich auch ein kleines Geheimnis, wieso dass er so alt ist und immer noch so frisch. Aber da tue ich jetzt nichts spoilern. Eigentlich dieser Drachen? Jetzt die, die immer nach dem Drachen fragen, geht mir auf den Nerv.
Ich sage da nichts, aber ihr könnt euch sicher, oder könnt euch vielleicht denken, um was es wird gehen. Frodo, der hier am Rüebli sammeln ist, wird 33 und mit 33 ist man volljährig als Hobbit. Also Hobbits sind eigentlich ziemlich alt, er muss ja für unsere Verhältnisse. Allerdings, jetzt für einen Hobbit ist 33 doch noch sehr jung. Es ist eben volljährig, wie gesagt. Trotzdem gilt man als jung mit 33. Weil Hobbits haben ein kleines längeres Leben als wir. Obwohl die Jahre sind im Mittelerde werden die gleich bemessen wie bei uns auch. Es gibt natürlich eigene Kalender, also im Auenland haben sie einen Kalender, dann haben sie einen Kalender in Gondor und Arnor und ebenfalls Rohan. Das sind alles andere Königreich, kann man so sagen. Wobei Gondor ist eigentlich kein Königreich, oder auch dann noch nicht. Die haben eigene Zeitmessung, aber trotzdem gibt es eine allgemeine Zeitrechnung. Sowieso eine Gemeinsprache gibt, dass alle zusammen reden können. Gibt es auch eine Zeitrechnung. Und die ist vergleichbar mit uns. Jeder Monat hat 30 Tage, also die tun da nicht schwierig. Aber die Monate sind gleich wie bei uns. Eine Angelrute. Hat der Samibär eine Angelrute? Oh, Sammy kann nicht schwimmen, genau. Das Holz gehauen, da oben. Schön, hol ich es halt nicht. Gehen wir da mal weiter schauen. Jetzt. Oh. Kann ich jetzt sagen, dass ich ihn angenommen habe? Das ist ja gleich. Hobbits. Was ist denn eigentlich Ja, dieser Drachen? Ist es jetzt Eine langt's. fremdländische Spezialität? Jetzt langt's, du Drache. Ja, nicht aufregen. Hobbits essen gern, das wissen wir. Ja, ich habe schätzungsweise 7 Mahlzeiten am Tag und darum fühle ich mich auch so verbunden mit den Hobbits. Also das ist, ich kenne es ein bisschen mit den 7 Mahlzeiten. Und sie essen viel, lachen gern, rauchen Pfeifen, also Pfeifen-Rauchkunst ist ein grosser Faktor im Leben von einem Hobbit. Alter Tobi. Kürbiskuchen? Ich will den Pumpkin Spice Latte, der blöde Kuh. Das ist gerade kaputt gegangen, hätte sie nicht müssen. Ich hätte das Kaffee holen können. Aber ist ja gleich. Pfeifen-Rauchkunst ist tatsächlich meine Kunst. Bei den Hobbits. Der alte Tobi, das ist das bekannteste und ihrer Meinung nach auch das beste Pfeifenkraut, das es gibt im ganzen Auenland. Es kommt aus dem Westviertel. Wer möchte ein Stück Kürbiskuchen? Ja, warte. Herbstlich sind wir eingerichtet. Ist sehr wichtig für Hobbits. Und da gibt es auch die Szenen im Herr der Ringe oder auch die wahnsinnig coole Szene im Hobbit, wo Bilbo zusammen mit Gandalf am Schluss nach dem Kampf von den 5 Armeen, wo sie dort einfach mal wieder eine Pfeife durchziehen. Sehr schön. Mir gefällt es. Hallo? Also zu Hobbits gibt es viel zu erzählen. Oder wie das Gandalf so treffend hat gesagt, man kann eigentlich alles über sie in einem Tag lernen, aber trotzdem schaffen sie es jeden Tag wieder eigentlich zu überraschen. Und das tue ich mich, das stimmt. Wer möchte ein Stück Kürbiskuchen? Ja, jetzt holen wir doch den einfach, der blöde Hude. Salut! Ich kann doch da ein bisschen weiter schauen. Oh, kann ich da rein? Das ist natürlich sehr schön. Also das ist ziemlich authentische Hobbit-Hölle. Wobei, man sieht das dann natürlich nicht alles, aber es ist ja Hobbit-Hölle.
das kann theoretisch am Sam seine Holly sein. Ich will es dann nicht Falsches sagen. Der wohnt in der Nähe vom Bilbo und vom Frodo, also unter dem Bühl. Schaut, wie er stolz rumschaut. Das ist sicher seine Hölle. Also mal fragen wir uns da überhaupt nicht. Nein, ich will nicht falsch sagen. Also, das ist vielleicht irgendeine Hölle. Hölle ist ja eigentlich das falsche Wort. Also das habt ihr sicher auch schon gesehen. Es sind ja nicht Hölle, wie wir es kennen. Nicht ein modriges Loch, wie es auch schon schön in den Büchern beschrieben ist. Die heissen Mias in der Hobbit-Sprache. Was auch gleich viel bedeutet wie Hölle, aber es ist eigentlich nicht richtig. Jetzt in Hobbiton, ich muss immer aufpassen, dass ich es nicht falsch sage, da gibt es noch Höllen. Allerdings, Höllen sind eigentlich von früher. Es gibt heute sicher auch Hobbits, also es gibt auch Hobbits, die in Häusern wohnen. Das ist echt nochmal so ein bisschen... Die Ärmsten wohnen noch in den Höllen und die Reichsten. Und die zwischendurch haben Regelhäuser. Oder, ja, es ist schwierig zu sagen. Hobbits sind auf Tradition schauen sehr auf Tradition. Und ihre Tradition sagt halt einfach, dass sie in Höllen wohnen. Und darum wohnen sie in Höllen. Es gibt so einen blöd zu fragen. Oh, sorry. Also, wenn ihr noch mehr zu Hobbits macht, höre ich wüsste vielleicht noch 2-3 Sachen. Dann schreibt es echt in den Kommentaren. By the way, das wäre unser erster Kommentar. Aber falls ihr noch mehr wollt wissen, finden wir sicher noch eine Möglichkeit, ein bisschen über Hobbits zu reden. Ich glaube, jetzt gehen wir da weiter. Oh, nehmen wir natürlich Seile mit. Seile. Gut. Das auch. Grusige Blumen. Und gehen rauf. Zum hüpfenden Bilbo. Bilbo ist frisch und munter. Fit wie ein Turnschuh. Hobbits sind seltsame Wesen. Sie sind tapfer und zäh, lieben aber auch die Bequemlichkeit. Und damit sind wir schon bei der Geschichte von Bilbo Beutlin aus Beutels End. Weißt du, einige machen sich schon Gedanken über dich, Onkel. Hm? Sie finden, du wirst wunderlich. Wunderlich? Oh. Ich bin nicht mehr derselbe Hobbit, der ich einst war. Verzeihung, kenne ich euch? Ich bin Gandalf. Gandalf? Doch nicht Gandalf, der wandernde Zauberer, der immer so ein unglaubliches Feuerwerk gemacht hat. Hatte keine Ahnung, dass ihr noch im Geschäft seid. Ich bereite ein Abenteuer vor und suche jemanden, der noch mitmacht. Nein! Na, wartet. Wir haben keine Verwendung für Abenteuer. Schon gar nicht hier. Guten Morgen. Dwalin, zu euren Diensten. Bilbo. Beutlin. Zu euren. Kennen wir uns? Nein. Wohin, Kleiner? Ist es hier unten? Ist was? Wo unten? Das Abendessen. Ja. Wir haben Gandalf gesehen. 60 Jahre vorher als dort, wo wir vorher waren, wo das Abenteuer hat angefangen von Bilbo, sein grösstes Abenteuer. Das ist, glaube ich, gerade ein gäbiges Ende. Und haben da halt auch schon Besuch bekommen vom guten alten grossen Dwalin. Einfach ist reingekommen. Frecher Haku. Gut. Dann schauen wir halt noch, was nachher passiert. Oh, schöne Rolle. Bis in der nächsten Episode bei den Spielerboys. Tschüss zusammen.